Na Leute, habt ihr es auch schon so vermisst? Das Duell der Megalithen. Das Rätsel Megalithen. Es ist kein Rätsel mehr, ganz ehrlich. Megalithen denkst du einfach scheiße. Vor allem, weil du halt irgendwie ganz anders denkst als der Gegner. Deswegen einfach nur platt machen. Naja. Ist so wie es ist. Wir kommen zurück. Wir müssen eigentlich nur noch das Duell hier machen. Ne? Zumindest wenn es um die Lightdecks geht und so. Mal gucken, was der Gegner so im Deck hatte. Natürlich auch Megalithen. Da ist klar, es wimmelt von Megalithen bei ihm. Okay, komplett Megalithen-Ritual. Fossilfusion, was? Beschwöre eine Fossilfusionsmodell, das Fusionsmodell in einem Extra-Deck. Cooles Bild. Die Fossilfusion. Ja gut, ich meine, was soll ich denn da großartig opfern dafür? Fossilfusion, Fossildrache. Plus ein Monster der Stufe 7 oder höher im Friedhof deines Gegners. Ja, dankeschön. Oh, das sind sogar Assi-Karten. Oh nee. Das kann ja was werden. Wie sieht mein Deck aus? Steinbefreier Forscherin, was? Steinbefreier Kristalllöwen. Greif und. Okay, wir haben Steinbefreier. Das ist schon mal schön. Plus Megalithen. Da wird eine geile Kombi sein. Ageki, Wiedergeburt, Land. Oh nee. Okay, Blitzsturm ist eigentlich schon mal cool. Was haben wir denn? Wo ist der Spielfeldzauber? Megalipotter. Ach du Scheiße, okay. Spielfeldzauber, Steinbefreier. Oh, wieder mal so eine Kombination, wa? Okay. Synchro. Das heißt, ein paar von euch sind Empfänger, wa? Nö, das einzige Empfänger hier, super. Hat er so viel Level? 8, 6. 6, 8. Stufe 6 sehe ich jetzt kein Problem. Stufe 8 könnte ein bisschen nervig werden. Naja. Wird schon klappen, Freunde. Wir legen los. Hoffentlich der letzte Part mit dem Megalithen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Habe, ganz ehrlich. Wie siehst du das eigentlich, schwarzer Magier? Okay, er hat Bock. Was haben wir da so Schönes? Steinfreier Kristall. Falls diese Karte durch den Effekt einer Steinbefreier Karte speziell schon beschworen wurde. Ich habe gar nichts davon. Ich spiele erstmal den hier, Megalith-Portal. So. Yeah. Der Effekt ist gerade ein bisschen doof. Man rufen könnte ich schon. Aber eher schwierig. Kann abwerfen, wir schön entwickeln von einer Hand in dem Monster. Eine gemeinsame Stufe. Obwohl, ihr habt hier 2x4er durchgehen. Die wird es vielleicht im Friedhof gar nicht mal so schlecht machen. Ist halt die Frage, wen rufe ich? Aratron? Du kannst ein Ritualmonster am Friedhof unter das Deck legen, weil dazu sind in die Aktivierung. Okay, oder gib mir ein bisschen Boost. Eins von beidem. Das ist eigentlich so kettenmäßig funktionieren. Eher weniger. Was macht eigentlich der Schönes? Ein Deck hinzufügen. In einer Main-Phase kannst du den Effekt aktivieren. Und diese Karte auf deiner Spielfeldseite, dann gemeinsam Stufe größer. Komm, wir rufen mal ihn hier. Wir fangen mal klein an. Ritualbeschwörung. So. Jo, andere direkt mal. Und der geht nachher natürlich auch.
Das gehen ja beide, hä? Jetzt gibt es eine schöne Kette. Dann Deck aufnehmen wir das unfertige Megalith. Das doppelt seiner Stufe. Nee, Ermächtigung. Dass du kontrollierst. Stufe 4 niedriger. Jo, hätte ich sogar. Bis zum Ende des Spielzugs zum Doppelten seiner Grundstufe. Aber Spielzug verwenden wäre eine Option. Du kannst in Megalith seinen Friedhof verfehlen, beschwöre Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition, aber lege es unter das Ding. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, zumal ich ja schon ein Ding auf dem Friedhof habe. Den hier, Megalith Falek. Dann könnte ich den ja relativ easy zurückholen. So, nochmal die Kombi geht ja leider nicht, aber später dann vielleicht. Also wenn wir ehrlich ein Ritualmonster auf den Friedhof kriegen, das passiert schnell. Und den vom Friedhof zurückholen, das passiert nicht so schnell. Jetzt habe ich eigentlich mit dem Portal und der Genese schon mal 2 Karten. Ja, wieso kann ich die Karte nutzen? Wir haben gar keins mehr auf dem Friedhof. Auch ernsthaft. Also was ein permanenter Fall ist. Okay, gut. Hatte ich gesagt. Das ist echt 3 meiner Viecher. Oh, meine Fresse. Ja, da 3 Dinge auf dem Friedhof. Passt also schon. So, Effekt aktivieren. Ja, wieder mal das Problem. Ich kann ihn rufen, aber auch noch. Ich müsste den quasi ablegen. Um ihn zu rufen geht aber nicht. Umgekehrt geht auch nicht. Schon wird, du kannst eine Karte ziehen, dann wirf eine Karte ab in der Main-Phase. Den Effekt aktivieren wir schon, hat dann eine Hand. Ja, hat da gar nichts mehr. Ja, ich muss was rufen. Scheiße. Ich kann leider nur ihn wählen, das ist ein bisschen doof. Immerhin hat er ein bisschen Power in der Verteidigung. Dankeschön. Und bitteschön. Ich hatte eigentlich auf eine andere Karte gehofft, wenn ich ehrlich sein soll. Also Wiedergeburt abgeworfen. Nein. Ja, ich weiß nicht, was ich ziehe. Ich meine, insofern, es hätte auch eine Monsterkarte sein können. Ein Ritualmonster auf dem Friedhof, was mir geholfen hätte. Ja, super. Ja gut. Nützt mir jetzt auch nicht so viel. Jetzt ruft er auf viel oder was? Das hilft schon ein bisschen mehr. Raigeki, bitte? Was genauso gut? So. Ist schon doof jetzt. Natürlich hat er wieder eine Karte, die er ziehen kann. Ah, danke Spiel für das Kartenglück. Nicht ziehen natürlich wieder nichts. Gar nichts vor allem. Wow. Ja gut, Deck ausdünnen, das verstehe ich schon. So, auf dein Deck liegen. Auf dein Deck liegen, wohlgemerkt, hä? Das heißt, ich ziehe nach ein paar Steinbefreier Karten. Ich soll erstmal gucken, welche. Was für Effekte haben. Der bringt mir gerade gar nichts. Beschworen wurde, bringt mir auch nichts. Klar kann sie ihn
Verteidigungsmodus rufen. Das wäre natürlich schon eine Idee. Mit Synchromonstern, ja. Vielleicht ja die Zauberkarte. Wenn ein Felsmonster einen Friedhof beschwöre Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Gut, ich hätte ja eins da. Ganz unterst. Das wird schon mal gehen. Wenn du Spezialbeschwörung hast, kannst du ein Felsmonster Stufe 4 niedrig auf ein Deck nehmen und auf ein Deck legen. Und der hatte noch den Effekt. Den anderen einen Friedhof aufs Deck legen. Einmal aufs Deck legen, Mann. Aber man kann auf der Hand fahren, da bringt mir sonst gar nichts. Steinbefreier Freunde, der bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ja, okay. Gut, das funktioniert soweit schon mal. Wie geplant kriege ich sie jetzt. Okay. Ein Felsmonster. Mhm. Du kannst bis zu 5 einen Deck nehmen und sie in die Reihenfolge zurücklegen. Das ist ja cool. Dann das Deck ausgraben, falls du dies tust. Kannst du ausgraben. Kann wir Dinge das Deck. Du kannst Dinge verwenden, um ein Spiel zu verwenden. Ich setze die Karte trotzdem mal. Mache wieder hier die zufällige Reihenfolge. Also man braucht ja 5 Karten. Wir nehmen jetzt mal. Den habe ich schon auf dem Deck. Machen wir mal die hier. Machen wir so eine Zauberkarte. So. Gut, dann will ich nachher erst einmal den ziehen. Dann nehmen wir die beiden, weil ich nicht sicher bin, ob die auch. Müsste zwar auch zum Effekt zählen, aber ich bin immer sicher. So. Jetzt hoffe ich eigentlich, dass er am nächsten Zug wieder angreift. Mein Monster kann nicht zerstören, weil es zu stark wäre. Also zieht wieder irgendwie so ein Quatsch. Nicht oder nicht? Okay, es tat weh. Der macht gar nichts mehr. So, Steinbefreier Freunde. Also jetzt aufpassen. Du kontrollierst plus 5 aus. Also dieses Tools kannst du in der Hand ein ausgegrabenes Felsmonster hinzufügen. Das ist Stufe klein gleich an so ausgegrabenen Karten ist. Also Felsmonster kann ich rufen, okay. Also du kannst keine Spezialbeschwörung Deck. Wenn du eine hast, du kannst die 5 obersten das Deck ausgraben, falls du dies tust. Das ist ein. Was heißt eigentlich ausgraben? Einfach anzeigen lassen oder auf die Hand nehmen oder wie? Testen wir es mal. Eigentlich spielt es keine Rolle, was ich hier habe. Dann nehmen wir den hier, komm. Ein Friedhof aufs Deck legen, ja, würde man sagen, weil hier im Friedhof bringt man nicht viel. Lege ich die mal zurück. Ah, warte mal, ich kann ja die auch wählen, stimmt. Aber aktuell bringen mir die jetzt auch nicht so viel. Versuche mal mit dem Deck was zu machen. So.
Jetzt habe ich die. Diese 5 Steine an Deck nehmen, wir einfach auf sein Deck zurücklegen, genau. Dann haben wir noch schon verkleinern gleich die Anzahl. Dessen Stufe klein oder gleich der Anzahl der ausgegrabenen Karten ist. Naja, da heißt also Stufe 2. Wäre ein bisschen wenig, finde ich persönlich jetzt. Was könnte denn hier Schönes rufen? Okay, Nitro-Kann-Effekte gehen zerstört werden. Ja, Schwert ist zwar nicht. Der bringt schon was. Der hat den gleichen Effekt, nur ist halt auf Feuer ausgelegt. Okay. Synchro meets Megalith. Irgendwie so, keine Ahnung. Synchro-Beschwörung. Oh yes, oh yes. Was haben wir hier? Den. Okay, später. Hand und einen Friedhof aufs Deck legen. Nee, warte mal, da will ich jetzt nichts. Also die Karte auf dem Friedhof, außer. Oh Moment, den hätten wir zurücklegen können. Stammefreier Forscher, ich Idiot. Das kann ja theoretisch. Okay, wo lange Stufe 8 Monster rufen. Also, wird sowieso schwierig. Den Reihenfolge aufs Deck zurücklegen, das macht schon mehr Sinn, finde ich persönlich. Dein Deck legen. Auf dein Deck legen. Okay, mach mal den. Nein, erst den, weil den kann ja sowieso. Ah, warte mal. Kann ich Namen beschwören? Könnt ihr das mal so machen. Okay, dann habe ich noch die kann als Effekt, den brauche ich aber noch, weil ich den jetzt auf dem Feld habe. Der hier, gerade die obersten Karten als Deck erhöht der Anzahl der Felsmonster, du kontrollierst plus 5 aus. Also das heißt irgendwie 10, wenn ich ja 2 Felsmonster habe. Oder vom Typ Wind ist, aber ist trotzdem ein Fels, okay. Kannst du anhand anderer noch hinzufügen, dass eine Stufe kleiner gleich der Anzahl ausgegrabenen Karten ist. Achso, nee, warte mal. Stimmt, geht ja trotzdem. Ich meine, ich ziehe 10 Karten. In dem Sinne kann ich ein Monster mit weniger Stufe 10 rufen. Also Felsmonster, gut, wir sehen nicht mehr. Ich habe so nur Felsmonster, also insofern. Verstehe ich zwar gar nicht, wie das in Kombination mit Megalithen funktioniert, aber irgendwie geht es trotzdem. So, Ein Deck zurücklegen möchtest in beliebiger Reihenfolge. Bin ich eben noch ein bisschen auf die Steindinger ausgelegt. Also kann ich den ja auch noch rufen. Natürlich so. Könnt wieder eine Synchro-Beschwörung ausführen, zum Beispiel mit dem hier. Ich brauche aber jetzt im Wassermonster einen Schnelleffekt.
Hm. Ja, wobei zurücklegen wäre eigentlich schon cool, war vom Effekt her. Jetzt hier noch. Ich habe so viele Effekte, die ich jetzt eh nicht noch aktivieren kann. Einen Friedhof aufs Deck legen. Den Friedhof befindet. Du kannst einen Synchro-Monster wählen, das du kontrollierst. Oder das in den Friedhof befindet. Legen des Tools, legen diese Karte aufs Deck. Ja gut, das will ich eigentlich nicht, ganz ehrlich. Aber den rufen wäre eigentlich schon cool. Ich habe zwar kein Wassermonster jetzt im Friedhof, das stimmt. Auf jeden Fall muss eine Karte eines Deck ausgraben, weil sie ist Tools, kannst du keinen Gegner kontrollieren. Bis zur Anzahl ausgrabenden Felsmonster die Hand zurückgeben. Ja, ich muss irgendwie ein bisschen Angst. Ich warte mal nach damit. Gerade dem Ganzen nicht so richtig. So, was soll er jetzt hier tun? In das erwähnte Fusionsmaterial von beliebigen Friedhöfen verbannt. Die Frage, was bei ihm halt jetzt aufgeführt ist, auf dem Fusionsding. Felsen haben wir bei mir auch, aber ich glaube auch noch ein bisschen mehr als nur Fels, wobei es sind ja alle Felsen, also insofern. Wer von denen wäre das gefährlichste, was er irgendwie. Wobei er fusioniert ja eh, also insofern spielt es keine Rolle. Da muss ein bisschen vorausplanen. Ich glaube generell wäre der hier schon doch gefährlich. Das war, als er ihn zurückholen würde, meine ich jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, willst du sowas schlagen? Hä? Warte mal. Falls ein Monster bei einem Friedhof verbannt hast, kann kein Spieler das spezielle Beschwörung beschworene Monster als Ziel für Monstereffekten wählen. Ja, Frank Fossilfusion kannst du einfach von jedem Deck hernehmen. Und dann der hier. Ein Felsmonster muss einmal Stufe 7 oder höher im Friedhof deines Gegners. Aber konnte meinen Friedhof gar nicht auswählen, also hat es gar keine Rolle gespielt. Alter, ganz ehrlich, ey. Wie willst du sowas überhaupt schlagen? Hm. Ja, komm, warum nicht? Rufe ich ein Vieh, was ein bisschen Power hat. Theoretisch könnte ich ihn rufen, indem ich auf die Karte hier dafür nutze. Wenn nachher seine Stufe annehmen, ich könnte ihn zurück auf die Hand nehmen. Außer natürlich, es steht im Kleingedruckten, dass ich es mit dem gegnerischen Zug nicht machen kann.
Also. Ich wollte es eigentlich nicht so wegklicken, aber okay. Du kannst diesen Effekt aktivieren. Beschwöre Megalith, Ritualmonster, Ritualbeschwörung an der Hand oder an Deck. Indem du Monster an der Hand oder das Spielwert als Tribut anbietest, eine gemeinsame Stufe größer oder gleich der Stufe des Ritualmonsters ist. Moment, ist noch ein bisschen früh, glaube ich. Nachher wäre es eigentlich cool. Schädelknochen, okay. So, jetzt. Was kann er überhaupt? 2 Angriffe gegen Monster durchführen. Naja, viel kann er momentan eh nicht machen, aber okay. Eine Spezialbeschwörung aus. Es würde mich irgendwie reizen. Den hier zu rufen. Und mach gleich mit Köpfen, ruf ihn hier und sag, hey, guck mal, ich habe das stärkere Monster, ne? Was machst du jetzt? Weil den habe ich eh auf der Hand. Warum also Monster aus der Hand rufen, ist eh doof. Ja, damit hat er wohl nicht gerechnet, wa? Also, angenommen, ich würde ihn rufen. Ritualmonster. Zerstöre sie. Zerstören ist immer cool. Unterschiedlichen Namen deinem Friedhof, will aber eigentlich schon. Toll, 1. Ja, wobei nachher hätte ich 2, er wird also gehen. Ich müsste eigentlich den abwerfen, um ihn zu rufen und den nachher dafür zu opfern. Und ich rufe direkt Aratron. Ein Effekt aktiviert, die das Stil wälzt. Ja, nein, ich glaube B4 jetzt irgendwie ein bisschen besser. Also, Effektaktivierung, ich werfe ihn ab. Ruf ihn. Und. Also, ich soll den opfern. Ja, sicher. Ich dachte doch, hätte er eigentlich mehr. Hätte doch 2. Mit unterschiedlichen Namen. Mit unterschiedlichen. Ich habe 2 Stück, wieso kann ich nicht irgendwie. Keine Ahnung. Woran das schon wieder liegt. Sandung, was? Den Friedhöfen 100 Angriffspunkte, aber pro Spiel. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Aber auch erst gar kein Monster. Nachher hätte er 1 auf dem Friedhof. Ich hätte. Wobei XC ist ja angehängt, ja? Also heißt 3, 4. Er hätte also 2500 Angriffspunkte. Den Friedhöfen beschwören. Das hätte er sicher nicht gerne. Weil ganz ehrlich kann ich ja machen, nachdem ich angegriffen habe, also. Erstmal schön angreifen. Und jetzt versuchen wir das tatsächlich, Freunde. Jetzt rufe ich ihn. Nummer 68. Krieg einen Boost. Du kannst eine Material dieser Karte abhängen. Bis zum Ende des nächsten Spielzugs deines Gegners kann diese Karte nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Schon mal cool. Zusätzlich kann kein Spieler Monster Spezialbeschwörung von den Friedhöfen beschwören. Hehe. Also dann, XCs Beschwörung. Nummer 68. Sanderfontes Himmelsgefängnis, was? Crazy Name. Okay. Hätte zwar einen Verteidigungsmodus rufen können, ich Idiot. Egal. Hört den mal ab. Wir kriegen noch einen kleinen Boost und er kann nichts mehr machen bis zum nächsten Zug. Also keine Fossilfusion.
Aber dafür braucht der Monster einen Friedhof und das geht jetzt nicht mehr. Rufen kann das nicht, aber raus beschwören geht trotzdem. Die Materialmonster rausnutzen. Willst du mich eigentlich verarschen, Kumpel? Ey, sorry, ja, Fossilfusion ist einfach overpowered bis zum geht nicht mehr. Sorry, was will ich dagegen machen in Fossilfusion? Wenn er die Karte einmal hat, ist vorbei. Warum muss ich natürlich mit Felsmonstern antreten? Ey, welcher Idiot kam auf die Idee, so ein Duell zu machen? Du kannst sogar nicht gewinnen, solange er Zugriff auf Fossilfusion hat. Keine Chance. Aber sorry, also Fossilfusion muss auch gebannt sein. Kann doch keiner erzählen. So 32 Minuten, dankeschön. Ja, so schön, alle guten Dinge sind 3. Wir machen es noch einmal. Danach habe ich keine Lust mehr, Freunde, ganz ehrlich. Dann mache ich es offscreen. Irgendwann, irgendwie, dann machen wir es aber nicht mehr im Duell, weil den Nerv gebe ich mir jetzt nicht mehr. Sorry. Wie will ich das kontern? Ich habe keine Karte im Deck, mit der ich verhindern kann, dass er aus meinem Friedhof Monster klaut. Ich darf keine Monster ablegen, ja super. Die geilste Idee ever. Erdemons in meiner Hand abwerfen. Ja, super. Also Erdemons hätte ich natürlich schon. Im Friedhof gerufen werden. Ja, da kommt er mir dazwischen. Eine Hand oder einen Friedhof verbannt. Eben da natürlich noch gar nichts drauf, aber auf den Friedhof schmeißen wird gehen. Natürlich mit dem Viech. Megalith Genese kann natürlich auch rufen. Ja, wird gehen. Muss er sogar fast machen, weil wir sonst rufen. Okay. Ich rufe mal den Blockdrachen, wa? Das Coole am Blockdrachen ist in dem Sinne, eben, es sind verwandt, das heißt, er kann es nicht mehr nutzen. Das heißt, Megalith Genese bringt momentan jetzt gar nichts, aber egal. Ich könnte zumindest bis auf weiteres, also zumindest einmal, könnte ich irgendwie seine Fossilfusion direkt beenden. Ich spiele es mal, vielleicht kann ich ihn irgendwie triggern oder so. Wen ruft er? Ja gut. Ah, jetzt also doch. Fossilkrieger Schädelkönig. Ja.
Alter, die kann er immer wieder zurückholen. Ey, ganz ehrlich. Gut, es hat zwar keine Monster mehr auf dem Friedhof, die er irgendwie nutzen könnte. Okay, aber trotzdem. Ja, Befor, mit dem kann ich auch nichts machen. Also, er kann kein Monster meinen. Also, momentan kann er keine Fossilfusion spielen. Und wenn ich sein Monster störe, kann er es halt wieder. Ich muss das Duell eigentlich den Kampf schnell beenden. Das Problem ist, bevor den Effekt aktivieren, damit ich ihn rufen könnte. Wozu? Einen Megalitzaun und Fall von dem Deck hinzufügen. Bringt mir auch nichts. Gebe ich ihm bloß wieder Material, was er nutzen könnte. Er macht irgendwie ein Loch. Überlegt auch gerade, was kann ich jetzt machen? Ich habe eigentlich nichts im Friedhof. Was kann ich denn da rufen, dass es stark genug wäre? Ich den Namen an den Friedhof wählen, zerstöre sie. Das wäre eine Variante. Also Ritualmonster am Deck in die Verteidigungsposition, also quasi wie im B vorrufen. In der Monster in deiner Hand oder Spielfeldzeit, deren gemeinsame Stufe genau den doppelten der Stufe entspricht, das Tribut anbietet. Okay, nee, dann geht's doch nicht. Ich habe nur Stufe 12, ihn will ich nicht opfern. Aber keinen Bock drauf. Da haben wir uns auf dem Feld 500 Angriffspunkte. Ja, das wäre eine Variante, die ich machen könnte. Also, dass ein scheiß Drachen, ein scheiß Fossilmonster-Dingsbums ruft. Aber momentan irgendwie auch nicht das Wahre. Ja, das ist doch genug, wenn ich jetzt Megalith spiele, unfertiger Megalith, kann ich jemanden wie ihn rufen. Dafür die 3 ablegen, doppelte der Stufe, wäre in dem Fall 16, also kann ich Stufe 8 Monster rufen. Schon mal 2 Ritualmonster im Friedhof, die er natürlich nachher nutzen könnte für den Angriff, ist klar. Da hat die Pekinese, das irgendwie zu nutzen. Nee, ganz ehrlich. Schmecken mir noch gar nicht. Bevor ich irgendwie in Erwägung ziehe, etwas gegen seine Fossil-Dinos zu unternehmen, muss ich erst einmal mehr Ritualmonster auf dem Feld haben. Spielt denn jetzt Fossil-Ding nicht? Fossil-Dingsbums. Ja, jetzt könnte ich ihn theoretisch auch schon rufen. Ich habe noch nichts auf dem Friedhof. Ich könnte Megalith spielen. Ich will aber lieber den Effekt hier haben. Oder eben, warte mal, was hat der noch für einen Effekt? Kann zerstört werden, wenn das nicht im Kampf zerstört. Ich kann ihn schon rufen, den nach einem Angriffsmodus switchen. Angreifen, vielleicht mit beiden, vielleicht nur mit einem, wobei es sind 4000, das könnte sogar, wäre gar nicht mal so schlecht. Dann warten wir nach einem Fossil-Dings ruft, dann haben wir trotzdem halt nur ein Ritualmonster auf dem Feld. Das heißt, sein 500 Punkte verlieren, das sind mir einfach zu wenig, Freunde, sorry. Ich hasse es selber, wenn ich irgendwie so spielen muss, aber es geht nicht anders.
Fragen wir überhaupt genug Monster auf dem Feld? Oh. Was sind das für Effekte, ey? Okay. Auch ein seltsamer Effekt. Hat er einen blau-weißen Drachen auf dem Friedhof? Im Deck meine ich. Ja, scheiße. Jetzt muss ich die Karte spielen. Kann ich mir so. Er liegt natürlich zurück aufs Deck, das ist das Problem. Auf oder unter das Deck? Ja, okay, wenn ich jetzt natürlich meine Zauberkarte spiele. Verteidigungsposition, indem du Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite an der gemeinsamen Stufe genannt doppelt, den kann natürlich das Monster noch schnell opfern. Dann liegt es im Friedhof. Dann kann er es auf Fossilfusion spielen. Also egal was ich mache, es ist sowieso scheiße. Vor allem geht es ja im Verteidigungsmodus. Also Aratron könnte ich rufen. Ihr könnt ihn rufen. Zerstöre Segment, kann ich schon mal seinem Viech platt machen. Nachher spielt er Fossilfusion und dann bin ich wieder genauso weit wie vorher. Das ist Stufe 8-4, also müssen wir eigentlich nur eins davon opfern. Ein Aratron, ja. So oder so ist es kacke, Freunde. Dann kann ich machen, was ich will. Also erstmal den hier. Die gemeinsame Stufe 8 entspricht. Das ist nicht so schlecht. Dann könnte ich auch mal, was war eigentlich aktuell auf der Hand? 4er und 8er, okay, ich wähle da mal irgendwie noch einen anderen 4er aus. Was machen wir da Schönes, wa? Erstmal Spezialbeschwörung, das ist immer cool. So, theoretisch können wir auch ihn noch rufen. Unter welchem Namen?
Momentan keine. Können einfach dann zum Beispiel auch den abwerfen oder ihn hier. Momentan nützt er mal eh nichts. Die kann dann normal rufen, das kann noch eine Spezialbeschwörung rufen. Okay, ein Link-Monster. Wenn ich aber so rufe, kann ich sein Vieh wieder zerstören. Ich muss Meere zerstören, damit es irgendwie Sinn macht. Das heißt, ich schicke Hagif runter, ich schicke Fool runter und B vor. Oder ihn hier. Also Dalman hat im Friedhof 300 Angriffspunkte. Ja, ich hätte aber gerne irgendwie, dass ich mehrere seiner Viecher platt mache. Die Zauberkarte ist mir gerade eher egal, die beiden Fallen. Momentan eigentlich auch. Spielzug verwenden. Okay, bringt es mir eh nichts. Vielleicht den noch, wa? Also 2 oder 3 Karten müssen eigentlich loswerden. Warte mal, Moment. Wenn ich seinen Effekt nutze, okay, muss anders machen. Muss Falek aktivieren, um B vorzurufen, die beiden abzuwerfen. Oder ihn hier, eins von beidem. So, jetzt eben kommt es drauf an. Ich brauche nur ein weiteres Vieh unten. Mache ich so. Ich mache beide. So. Die geht zurück auf die Hand. Soll von mir aus. Damit kann ich nichts machen. Den kann ich noch switchen. Den kann ich auch da switchen. Was kann ich hier Schönes machen? Sammlung von in den Friedhof und Angriffspunkte. Mhm. Machen wir schon mal. Der war jetzt nicht so der Bringer. Zwei Monster zeigt. Oh, das ist ein bisschen schwierig, war. Kannst du Kontrolle die Monster vertauschen. Aha, gut, dann würde ich hier hinlegen, könnte ich ein gegnerisches Monster noch klauen. Das wäre eine Option. Ja, da bringt man momentan nicht viel, weil man momentan nicht viel damit machen kann. Aber stattdessen muss ich. Ja, dann irgendwie viele Monster auf dem Friedhof. 4, 5, 6, 7, 8. Gebe 800 Angriffspunkte dazu. Natürlich bei weitem nicht, aber mit denen ich aktuell auf dem Feld habe, kann ich auch nicht viel machen. Kann ich mit dem machen, ich könnte den wegschmeißen und den. Bringt mir aber auch nicht viel. Egal wie ich es drehe und wende, ich kann nicht viel machen. Ich rufe nochmal ihn hier, komm. Ist doch scheißegal, Freunde. Könnt ihr Glück haben? Schwein gehabt. Man weiß ja nie. Dann kann er eine Hand und dann einen Friedhof aufs Deck legen. Ja, warum nicht? Komm. So. Noch ein Feuermonster im Friedhof. Mhm. Also Feuermonster, wenn der Friedhof fliegt. Der Effekt von dem Vieh könnte mir eventuell noch helfen.
Für den Fall, dass er nach Fossilfusion verwendet, auf eins meiner Monster zeigt und ich das dann beschwöre. Und dann wird so eine Fusion ins Leere laufen, falls es überhaupt geht. Aber keine Ahnung. Nee, danke schön. Das ist zu, das kannst du in der Hand dann ausgehen. Billige Anforderungen in dein Deck. Ja, das können wir machen. Also ich habe zweimal Macht des Spiegels? Ernsthaft jetzt? Warum das Ganze? Kann man ganz kurz gucken. Aber nicht irgendwie... Moment. Steinbefreie Monster, spezielle Beschwörung beschworen hast, kannst du eine Felsmonsterstufe 4 niedriger ein Deck nehmen. Und auf dein... Was? Das ist ein Deck nehmen und auf dein Deck legen. Aha, damit es Zubers erscheint. Hey, danke schön. Ich hatte gerade auf ein Deck nehmen und Deck zurücklegen. Hä? Was will er überhaupt von mir? So, jetzt kann ich ja theoretisch ihn hier rufen. Ja, ich habe also kein Wasserviech im Friedhof. Oh, verreckt. Aber ich nutzen muss es trotzdem. Wäre auch ein cooler Effekt, Freunde. So, was kann ich hier nochmal Schönes rufen? Okay, das scheiß Vieh. Genau, ich kann das Feuervieh zurücklegen. Legen das extra Deck zurück, falls du das tust, leg diese Karte aufs Deck. Gemischt wird es so nicht, wa? Ich hätte ein Wasserviech jetzt im Friedhof, das wäre jetzt ganz geil. Ein beliebiger Reihenfolge ein Deck zurücklegen würdest. Ich meine, es spielt keine Rolle, weil wir haben schon die krassen Viecher draußen. Den Effekt brauche ich gar nicht mehr. Kann direkt angreifen und das Spiel beenden. Die Steinbefreier haben mich gerettet. Alter Schwede. Das hat gedauert und vor allem die Folge gedauert. Victory is our. Ja, leg mir am Arsch, ey. Okay, nie mehr Megalithen. Ich weiß, es ist noch nicht abgeschlossen, weil ich muss ja noch die Duelle mit dem eigenen Deck machen. Das mache ich offscreen, das mache ich selber. Irgendwann mal. Und dann keinen Bock mehr drauf. Schade finde ich, dass hier noch nicht angezeigt, dass ich eigentlich alles jetzt hier gemacht habe. Also alles geschafft habe, aber noch nicht abgeschlossen habe. Das ist noch ein bisschen doof. Ich muss eigentlich fast mal offscreen machen. Oh Mann. Also, wie dem auch sei, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Da machen wir eines der anderen Decks hier noch durch. Oder ich glaube, langsam Zeit da weiterzumachen, weil irgendwie die Megalithen haben mich richtig genervt, ey. Wenn wir schon so viel gemacht haben. Pyroxenkrieger, der Runde Gladiatorengeheul nochmal. Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye. Oh, wir brauchen eine Pause.